Jesu Christi, der viele verschiedenste Religionen und Sekten worden geben, dat erst einmal durchab haben, sie wollen ihr Gewissen, soll einmal Tag lassen, soll einmal ruhig lassen, und dat Gott gejaft, dat kein existieren jaft, und viele verschiedenste, noch proben sie mit all ihren Gesetzen, was sie bieten, und dann denke ich besonders an das Volk Israel. Sie haben einzig allein zu das Gebot von den Sabbat. Ich glaube, das sind um 600 Geboten dabei getan, die sonst um Sabbat nicht schaffen. Besonders zu der Zeit, dass Jesus hat, das sieht wir. Was meint das? Die Juden, die haben so geprüft, und auch viele andere Nationen, alle anderen Menschen auch, Gott zu halten, Gott zu sein. Die merken, die proben Gott, so dort zu merken, als sei sich den wünschen. Und das ist ein Wort schlimmer als alles andere. Was du weißt, ihr habt so eine grausame Religion als der Islam. Und was haben wir noch alles abgenommen? Das ist hier viel schlimmer, wenn irgendwer bloß sagt, ich glaube an keinen Gott, als so eine wer durch alle Hunden Dinge prüft abzumerken, was das Legnen tun, was Gott soll legnen, aber das geht letztendlich das ganz bezieht. So das ist eine sehr schlimme Sache mit allen Religionen. Wir müssen immer weiter uns drei Hand lassen, dass der Gott von unserer Bibel, dass dort der einzige Wahrheit ist. Du wen sagt Paulus, er schrift an 1. Korinther, im 1. Korintherbrief, sagt er, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, das ist eine Dummheit. Ja, und hier ist das so ein Kreuz, das ist nicht das Kreuz, das ist nicht bloß irgendein ein Kreuz, aber das Kreuz, wo uns Heiland, wo uns Jesus aus Gott nun ging, ohne irgendeinen einen Verdienst von Menschen oder von irgendeiner Geduld von Menschen, ging hier dessen Bach. Und du wen erst dort für den Mensch, der nicht gläubig ist dort eine Dummheit. Ist dort eine Sache. Wird nicht verstehen, wird ignoriert. Nicht bloß dort, von der und auch, und ja das jüdische Volk, du hast dort Wort vom Kreuz, wir haben ein Awareness. Der erste Rabbiner, wenn der unreden hat, über das Neue Testament, die waren aggressiv, die waren sehr doll, und die wurden ihn sehr bald verladern. So ein Awareness ist das Kreuz. Wens die Kinder Gottes, wenn die von dort reden, dann gehen sie mit ihren Gedeihen und so weiter, gehen sie dann zu schonen. Aber in so einem Unglauben als dort leben auch dem ganz mächtigen Juden von der und Tag noch immer. Also Gott zu erkennen, dort ist nicht mit Gewalt. Gott, dort jemand den soll erkennen, dort ist nicht dort der Gewalt und dort kommt dort nicht durch eine Religion, sondern dort muss das ein Evangelium, dort muss geglaubt werden. Dort ist, wo wir durch zu der Erkenntnis kommen. Durch den Glauben. Wir wissen dort, viele Menschen, die werden mit einer Gewalt in ihrer Religion geholt, die werden mit Gewalt beigebracht, wo sie glauben sollen von Gott. So steht in der Namen. Aber dort ist nicht der Gott von unserer Bibel. So, nun werden wir uns ein paar Gedanken merken über, wo hat Gott sich geopenbart? Wir sollen erkennen, wir sind das Evangelium von Gott, das sei wie verantwortlich, Gott wird uns verantwortlich zu merken. Wo hat er sich dann geopenbart?
Hebräer 1, Vers 1, in der ersten Part von Vers 2 sagt es dit. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Als Jesus abdesiert wir, hat er sich bestätigt, hat immer wahrer, hat er dort gewesen. Hij zei dat en hij weer dat. En zei, ik ben. Dat wat durch die Propheten immer war, von mir geredet haben. Und dann hat er dort in all seine Wege hat er dort bestätigt, dass er Gott wir. Ich habe auch gesagt, dass er auch Gott wir. Jesus ist nicht der Vater, Jesus ist nicht der Heilige Geist, aber Jesus ist auch Gott. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Das ist drei einige Gottheit. So nu redet hier so von nur dem Wort Gott. Ich kann auch sagen, Jesus seine Gottheit, dem Vater seine Gottheit, diese drei einige Gottheit, der hat für alle Tiden, hat er sich in viele Wege, in immer verschiedene Wege bewiesen, als ein Gott, an ihre Väter, besonders an das Volk Israel. In der letzten Zeit hat er sich bewiesen aus der Sehen. In dieser Zeit von der wieder lebe in dieser Gemeindezeit. Okay, es Jesus dann auf diese Erde wir, er hat wieder auch gelehrt, immer war er sehr, hey, es steht geschrieben. Er kam nicht, das Gebot nur alle über im Tun zu schmieden, und nu wollte ich mal alle ganz was das wird bringen. Die sind alle Meid von all das, nu wollte ich mal was das wird bringen. Jesus sagt, er wird nicht den kleinsten Buchstaben, wird er nicht ablösen, sondern er wird lehren, ganz anders als die Pharisäer deuten. Er wird mit Vollmacht. Wenn er dann jemand begegnen deut, zum Beispiel, das ist eine Früh, wo diese Juden der Eberste, der hatten diese Früde brachten in Jesus und sie haben Mose hat gesagt, diese Früde soll gesteinigt werden, wenn es im Ehebruch gefangen. Was sagst du nicht dazu? Er hat nicht dort sagen, no, so ist das nicht gemeint, und nu wollte ich mal sagen, das ist so und so gemeint. Er hat mit Vollmacht lehren. Er sagt früher, wer von ihnen ist Unsinn? Der wäre nicht sündhaft, der soll den ersten Stein schmieden. Wenn es tut, wird das Alte Testament auch lehrt. Sobald wir sind früh allein, in Jesus, in seiner Vollmacht, kann sein, er verjäuft diese früh. Er macht die frei. Nicht bloß von Jana gewollt, Mana wird der hat ihn gebracht. Jesus macht hat frei. Dort ist ein Gott zu erkennen, der uns mal frei macht vom Bern. Wir können hier noch so eine große Zentrum abbauen, wir können noch so eine große Dienungsverbühren, wir können unsere Kinder von klein an noch alles gelehrt haben und war aufgelehrt und sehr viele Dinge allmählich gemerkt für die und dann mit einmal stecken sie doch in so einen Trouble, in verschiedenste Troubles. Dort ist, wenn es der Mensch von Natur ist nicht hier ohne Gott und der ist in Sünden geboren, du wen ist das so. Und dann vielmals kommen wir Menschen ganz eng mit, vielleicht mit uns selbst, mit den anderen. Aber wenn Jesus in unser Leben kommt, mit seiner Vollmacht, ich habe das hier, wie dann hat er sich bezeugt, indem er viele Wunder tut. Und wir lesen uns im Kolosserbrief, dass alles erst durch Jesus gemerkt, verarm, und so weiter. Und da weit wir dort aus
uns der Gott der Bibel aus der Welt merken deed, dann wird auch Jesus damit bei. Und als er dann hier auf diese Erde wir, dann beweist er dort, dass er der Schöpfer wir. Wenn sie dann am Butter werden, und dann es so stürmisch wird, ich habe sagen, heute leitet, dass die große Wahl gibt, dass der große Sturm kommt. Das wird nicht so tun, was der große Wahl mögt. Das wird er selbst. Und dann, wenn der Jünger ist, ganz eng wird, und sie meinen bloß niemand wird tot, dann sagt er bloß, war ein Wort, dann wird es still. Das ist der Gott unserer Bibel. Und wohl uns, wenn wir den erkennen können. Weil ihr das ist so schön, wenn wir Gott mal wirklich erkennen können, in dem Moment, wo wir sind. Und uns größtes Schicksal ist meist immer, wenn uns das wohl geht, wenn wir gut Geld haben, wenn wir gute Arbeitsstelle haben, wenn wir gesund sind, dann können wir Gott wirklich erkennen. Oder wir geben ihm nicht wirklich die Ehre. Vielmal ist das bei uns Leben so. Und dann mal einmal mit Gott über uns, was Dinge kommen lassen, und dort wir dort mal erkennen können, dort wir am brauchen. Oder dort er existieren wird. Dort er das höchste Wort hat. Und du weißt, kommen wir mal in verschiedenste Schwierigkeiten nehmen. Jesus hat nicht bloß das Wort und die Vollmacht und die Lehre zu bringen von dem Alten Testament, hat er so sehr viel geredet und die Menschen dort Hort gelegt, dort einfach sehr erschrocken werden und erstaunt werden darüber, sondern er hat viele Wunder getan, auch so, wenn er ein Stück Brot mit ein paar Brot können 5000 Menschen speisen. Also bei ihm wird das keine Frau. Er hat das so unendlich gewesen, dass er Gott wird, dass er der Schöpfer wird, dass er alle Übermacht in seiner Hand hat. Aber das wird noch nicht alles. Jesus hat das so deutlich gewesen. Matthäus 12, du lesen wir dann von einem Mann, der du besäten wird und der du noch stumm wird. Weil die Juden, die haben immer bara nur Jesus, Mann nur Jesus geschickt, sie selbst haben Jesus beobachtet. Wenn es zu jener Zeit schon mal immer vielmals, so von der und nach haben wir erst unter das Judenvolk, aber einmal steht er wieder ab und der behauptet, der Messias zu sein, wo sie nur lernen. Und sie haben unter sich so zu sagen, das fing wie nichts, das steht in der Bibel, aber die Geschichte vertelt uns, dass es steht, die Juden haben unter sich Tekens gemerkt. Ich glaube, wir haben 3 Tekens. Ein wir, der Messias, der würde die leprakranke Menschen heilen können. Wir weten von in der Bibel fing wir bloß aus Naaman Leprakrankheit hat, dass er geheilt wird, als er sich im Jordan durch 7-mal unterdrücken hat. Von dort, das ist das Einzige steht, was wir fingen, dass wir erst von dieser Krankheit losgekommen. Nu als Jesus ist hier wir, nu weiß er, dass verehrte Jahre, er hat nicht bloß bitte auf seine Leprakranke, so blieb die da, so aber gut die waschen und sie gesund. Er kam dahin, er schied den Mensch an, was keiner unter das Volk Juden hat. Die mussten wach bleiben. Dat sie das nicht mit überschlagen. Jesus, er beweist dort, ich bin Gott, ich bin der Schöpfer, ich habe das letzte Wort. Er schied den Mensch sonne sei an und hält den so dort. So dort, verehrte Juden, wird es offenbar, dort Gott wir. Noch ein, was sie unter sich haben gesagt, dort wir, wenn der Messias ist, was du sind, der wird ein besätener Mann, ein stammer, besätener Mensch, was er heilen kann. Wir wissen, dass Jesus fragt es ein, du dann, wo heilst du?
Dort fingen wir Markus 3, lewig, als de besondere de Gadarener, wat hij de heulen deed. Aber nu Luther wieder noch einer, der wir beseten, vom Soten beseten, aber die können nicht reden. So die böse Geister, die können diesen Mann seine Sterben nicht brauchen, zum sagen, wer sie werden. Nu, danach ab der Stelle, wo Jesus diesen Mann heulen deed, fängt wir Matthäus 12, da werden viele von den Juden Everste. Und dann, alles, was Jesus da reden deed und so weiter, und ich weiß nicht, ist das nicht noch sogar am Sabbat wir, dann hält Jesus diesen stammbesessenen Mann. Das wird das letzte Mal, wo Jesus sich so steht, und er war ganz besonders war, offenbaren, dass er Gott wir. Und was deuten sie? Sie sehen, du hast das mit dem Teufel Everste getan. So ist Jesus immer weiter, oder Gott immer weiter von Menschen aufgelehnt worden. Aber wir haben hier ist das so gelesen, in Hebräer 1, Vers 1, dass Gott durch die Tiden sich über viele Wege bezeugt hat. Und dort hat er das dort so, durch die Bibel, da finden wir so viel in der Bibel von. Mir scheint sich so, Gott hat sich immer so interessiert, um ein großes Wort zu sein. Wir sind vielleicht auch von der und auch sogar noch ein bisschen neugierig, was sein die Kandidaten, die wel Präsident wurden. Und wir wissen, dass die reden rassig viel, aber wofür ist von dort so? Wofür weit wir all von der, wenn wir wirklich die Bibel kennen, dann weit wir all, dass die reden so viel, was die niemals wird utfallen, die können das nicht mehr utfallen. Aber Gott hat immer weiter so eine wieder gesagt, was bloß Gott und bloß ein Gott utfallen kann. Hat viel im Verrüten versprochen, zum Beispiel Abraham und Sarah. Sagt er, gut bloß mal von ihren Vorhaus rüt, du haben, wo ich die Wiesen war. Und dann weit wir Abraham, er wird all alt sein, als er sein Vorhaus rüt ging, sein Vorland. Und dann sagt Gott zu Abraham, check mal nur die Stieren, das kostet die Tau. So weit wir dort, so allmählich, die Stieren zu teilen, sagt er, so wo ich die segne. Hij wordt Allah, schließlich bei der Mess 100 Jahre alt ist. Dann erfüllt Gott sein Wort. Und so steht so wie dann, wo Gott Israel geführt hat, und Abraham, dann wie Isaac und dann Jakob, wird dann Israel genannt. 430 Jahre wird Israel als Sklaven in Ägypten. Und dann fängt Gott an, hier steht so wieder mit seinen Verheißungen an zu schaffen. Und dann fängt Gott mit diesem Mose an und sagt, führt Israel aus Ägypten, aus den Sklavendienst. Und wenn Mose ist anfängt, für Pharao zu kommen, dann wird Israel bloß immer doller bedrängt. Und dann jaftet eine Pläu, jaftet noch eine Pläu, und jaft noch eine Pläu. Als Gott ist auf 3 Pläu über Ägypten kommen lassen, dann der Pharao immer sein Hort hören mehr. Hij selbst, hij deed sich sein Hort verhören. Von der 4. Pläu wieder, dann der Gott, Pharao sein Hort merken, dass das Hören nicht jaft. Das wird keinmal in dieser Saison ein höherer Mensch geben als König Pharao. Aber Gott hat gesagt, ich will das Volk Israel zurückführen. Und dass die ganze Welt dort erkennen wird, dass ich allein wahrer Gott sein, deswegen muss Pharao das hart merken. So hart, dass das hart nicht geht, dass alle Menschen auf dieser Welt dort würden die hier kriegen. Wer ist der einzige Gott? Pharao, der hat die Weltmacht. Und wenn ihr das unter dieser Saison kein König, was Israel wird haben,
unter den Duim von Pharao han Fähig kriegen. Dat kann bloß ein Gott geben. Was so leid Gott dat kommt, dat bloß heute dat wird ja. Israel schrie auch zu Mose, lot du bloß mit hoch, ans geht bloß immer schlechter. Und dann kommt der Tag, wo Gott sagt, ich will noch eine Plau hier so kommen lassen. Und dann wird Pharao nicht tragen lassen, der wird ihn zurückgehen. Israel hat dort einmal in wahrer erkannt, dass der Gott von der Bibel, dass der einzige wahre Gott ist. Trotzdem fallen sie in so eine schreckliche Sünde, dass sie von der ägyptischen und anderen Götter unterdrücken. Das ist so furchtbar. Aber danach ist Gott immer Gott geblieben und er hat von seiner Heiligkeit nicht geändert. Ich denke so, wir können uns vielleicht diese Frau stellen, wenn wir hindenken an Gott erkennen, gibt es aber doch noch ein anderer Gott? Oder wo weit wir dort unsere Bibel, dass das Wahrheit ist? Dass das der absolute, der einzige Wahrheit ist? Einmal muss ich sagen, ich glaube, dass kein klarer Teken aus dort, dass es von der immer noch Israel gibt. Aber dass das wahre Israel gibt. Wenn es Israel fing in der Bibel, und Israel sind so viele Prophezeiungen geworden, und das Studium weist ab, dass man irgendwo eine Nation für 100 Jahre verplündert ist, verdreven ist, vielleicht viele von den Tod gemerkt ist, das noch keinmal frisch abgestoßen ist, was du warst. Wenn er für 100 Jahre einmal als Üt warst, wie lange ist Israel dort warst? Israel ist mehr 1900 Jahre. Keinmal hat er nicht mehr existiert. Und weißt du, wo Israel abstand? In der schwierigsten, kräftigsten Zeit in den Zweiten Weltkrieg. Oder nur den Zweiten Weltkrieg, oder an dem Moment. 1948. Weißt du, dort wir bereim bloß, wo wir nicht den großen Krieg jäuf, dort wird uns Adolf Hitler und die ganzen Nazis, die wollen die Juden mit aller Gewalt totmerken, die wollen uitroeien. Das soll kein Juden mehr geben. Das hat so tun, so und einmal und nochmal, einmal war er geprüft, und das prüfte von der Israel, die Juden alle abzuringen. Wenn ihm dort was gelingen, dann jetzt so tun und nicht in der Hall. Wenn eine Prophezeiung Gottes, wenn unsere Bibel nicht in Erfüllung wird gehen, dann hat so tun nicht verspielt. Und weißt du, dort ist eine Ursache, von wo wir mich so interessieren, und ich check, was Gott schaffen hat, um Israel. Dann sagt Gott zu Israel, Jesaja 45, Vers 8, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Da kommt einmal ein Moslem, was du heute Evangelisation gehört, denkt, dass wir in Deutschland, kommt ein Moslem, nur dessen Redner, dessen Prediger, dann prüft er an, dass sie so offen und sagt, wo wir nicht zugelatzt, denn wir nicht alle den seltenen Gott, oder bet wir nicht zugelatzt, alle zu den seltenen Gott, wo immer wir den Gott nahen, unseren Gott, Gott sagt, die können Gleichnis nach hören, ein Bildnis nach hören, ein Gleichnis merken, wir sollen uns Gott gleich vergleichen mit irgends Worten oder irgend so ans Feststellen, heißt allein Gott, mit keinem zu vergleichen. Aber wir wissen, die Moslems, Gott, den nennt sich Allah Gott. Und so sind ja die Hindus und viele verschiedenste andere, die haben auch ihren Gott, und wo immer sie den Namen tun. Und ich frage, das ist
Evangelist Turlatz, glaube ich, haben wir alle denselben Gott. Wir nahen ihn bis verschiedenen. Wir sollen uns hier vielleicht bloß mal alle uns einig sein und uns das alle so sozialistisch merken. Dann fragt er den Gott, man aller Gott, wenn die das deine Frau ist, sind das über eine Jahre. Haft den Gott auch in Sehen Jesus Christus? Oh, no, sagt er, das wird eine große Chance sein für alle, wenn Jesus, dort soll den sie sehen sein. Dann sage ich dann ans ganz klar, dann haben die zwei ganz verschiedene Jahre. Die Bibel sagt uns, ich habe uns gelesen, das Evangelium von Christus, nicht? Jesus sagt dann, in Lukas, ja, in Johannes 45, Vers 6, sagt Jesus, no, ich kann hier nicht reich. Ich kann mir das hier nicht abgetekent, aber Johannes 14 sagt, du sagst das, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, kein Moslem, wird durch Allah nur im Himmel kommen. Kein anderer Gott wird den Mensch im Himmel dann bringen. Jesus sagt, ich bin der Wahrheit, ich bin dort Leben. Und bitte ist du keiner. So, das ist so klar. Das Neue Testament und das Alte Testament ist gleich vorig, das ist nicht erfüllt. Wenn wir das Neue Testament nicht im Licht von das Alte Testament betrachten, dann verstehen wir dort nicht. Und wenn wir nicht bloß das Neue Testament haben und das Alte Testament, dann wollen wir dort nicht verstehen. So, das ist der Gott der Bibel. Und diesen Jesus zu erkennen, als selber die elendigste Kreaturen, elendigste Geschöpfe, was Gott gemerkt hat. So, ich würde gleichen, dass wir noch über ein Vers nur denken. Ich will hier nicht aufschließen, aber weil wir bloß nicht in unseren Tags in Römer 1, Vers 20, du sagst dort, die Gottheit, die habe ich erkennen, durch dort, was Gott gemerkt hat, indem dort wir du über nur denken. Und mir schien sich so unsere Welt, der Licht von der in so ein Übel, in so einem kämmerlichen Zustand, die wollen Gott gleich und die wollen dort nicht über nur denken. Du weißt dann so viele, so versklavt in Games, in Videos, in alle Nachrichten. Wenn ich daran denke, wo jeder dort bloß, zoals ik al zei, ik volg deze Informationen, so dicht bis ik kon komen aan werkelijke Informationen, wat er om Israël passieren dat. Aber we weten dat onze Welt van der gar nicht interessiert ist, über die Realität nur zu denken, was die Wahrheit ist. So viele Menschen, die ran die Fake News hängen herum. Dat is grausam. Die gleichen die Unwahrheit Dollar, als die Wahrheit ist die Wirklichkeit. Warum? So wie wir uns in den Dingen gelesen haben, die Menschen, die sind in großer Port. Wort Gott, der nu all in ihre Sünde durch die Hand geben. Die in ihre Ungerechtigkeit bis durch die Hand geben. Hier mangt, soll, weil Jesus über nach der Gemeinde, die das realisieren wird. Wat geht in onze Welt fair? Die Welt geht so bosig zum Eng. Wenn ich über das nur denken, das morgen, das ein bisschen studieren, habe ich mich so gewundert. Hier in den USA, in Mexiko, wenn wir denken an diese Ideologie, diese Idee von Fehlgeschlechter, was es soll geben, Gleichgeschlechtlichkeit. Wenn die wurden in Afghanistan, in Iran, einmal verkommen und sagen, sie werden gay, sie wurden den Messfuß an den Kopf losgenommen. Hier in Amerika,
wenn die Palästinenser oder die Palästinenser, die Moslems, wenn die ihre Flagge ist haben in der Schule, wenn sie können hier in Israel gehen, dann schließen sie sich diese Gruppe an. Würden sie Jesus, den zu verdammen, dann gibt es morgen Friedenssteck zwischen Pilatus und Herodes. Kriegt es dort auf die Welt von dir. Die Juden und die Christen, die sind in Dorn, die sind in Specker, die sind die Menschen im Stich, weil dann sollen sie an den Gott von der Bibel glauben. Und das wollen sie nicht. Aber ich denke, das ist so wichtig, dass das von der und Zeit, dass das so eine gute Gelegenheit, liebe Geschwister, weil wir mit voller Mut das Evangelium, von das Evangelium nicht schämen. Unsere Welt fehlt das sehr nötig, dass noch wo Licht ist, dass noch mehr Menschen wollen zum Glauben fingen, weil wir stehen zum Beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du einzig allein wahrer Gott bist. Dass du die auch nicht bloß zu der Bibel tiet, nicht bloß durch Mose oder Abraham, David, nicht bloß zu den Jüngern offenbart hast, als einzig in wahrer Gott. Wenn wir das beobachten wollen, wenn wir die an die glauben, du bist reid, jeder Tag, in deine Schöpfung, in alles, was du schaffen lässt. Das sei wie das es uns gesagt in der Bibel, wir dürfen dort erkennen, dass du der Gott bist, der dir sicherlich abgestoßen ist. Wir danken dir so, Herr Jesus, für den Kommen, für die Erlösung, die du vollbracht hast. Wir Menschen, wir sind so arm und so eureich, wir können nicht, und wir wussten nicht, dass wir irgendwo würden Worte zu tun, dass diese Erlösung wird vollkommen vollendet sein. Aber du weißt, dass wir das glauben, dass wir das annehmen, dass wir in dieser Radung, in dieser Heiligung leben. Ich bete für diese ganze Versammlung. Sie mit in jedem ein und halb uns abzustehen, ein Licht zu sein in dieser Welt, was du sagst, was du weißt, und ein Gläubiger ist ein Licht für diese Welt. Wer ist der einzig wahre Gott? Wir beten dir an, danken dir, dass du uns deine große Liebe und Barmherzigkeit entgegenbringst. Amen. Nehmen wir Platz. Dankeschön für das Ondag. Sehr wertvoll. Sag Abwesendheit, aber ich habe mir dann vierten Weg Angst zum verletzt worden. Wegen jeder einer gleich der Wort hat, oder lebende Wort hat, aber er dich antworten, dass er das nicht. Und das ist so klar geworden für mich durch Gott sein Wort und durch Gott, dass er ist der Einzige. Und dort freue ich mich, dass wir uns ab am verloten, dass wir nicht wollen, verletzt worden, weil wir uns an Gott holen, dann er ist der Wort hat in der Leben in der Einzige. So, Dankeschön für das Botschaft. Dieses Werk war ein neues Werk. Wir haben aber Dingsach, Klock 7 Uhr ist dann der Mund jetzt top kommt zum Tischen. I guess that hits me in a Schengen actually. Wenn ich kann, war Tischen, aber vielleicht ein anderer Werk dann der Mann, ich weiß nicht mehr, aber Dingsach Klock 7, dann wollen der Mund jetzt hier in der Gymband, glaube ich, was in der Gymband sind, Tischen. Kijken wel sehr freundlich, ich glaube ans Janka dort Ola. Und dann nächste Sonntag, als du Klock saß, Father's Day Dinner. So, I guess wie Männer kann du zu dort ans freien. So, bei ihm ist das ein gewöhnliches Werk. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, du hast den Bulletin eingeschickt, jeder Werk, und du kannst klar sein, was anders für jeden Tag. So, wenn ihr nicht in einer Gruppe sind, in Jubeln sind, dort an zweiten Loten, und ich glaube nach Mulan, wie ist dort hier oben. Und dann noch, bloß dort ihr weiten down, Kjörkran, dort braucht Geld zum Licht betonen und alles. Du ersten Weg, wo ihr dann absetzen und jeden Phone, wenn ihr wollen haben, und ihr wollen, Phone Geld geben, aber dort so absetzen, dort jeder Werk automatisch da. Dort zwar echt das, ist dort dann, brauche ich nicht an denken, und mir mal Cash rücknehmen und dort verab dann, so wenn ihr wollen, ihr könnt ein Bild nehmen von das, oder
Aber mit dort Barcode, du so, kann ja da kriegen ans Website und du ja das dann einstellen, dass jeder Weg so und so viel rücknehmen dat von ihren Bankaccount. So, sehr leicht zu tun. Ich helfe Ihnen wirklich damit, wenn ihr wollen haben. Das ist alles, was wir haben. Dankeschön und habt eine gute Weg und sehen wir uns hier wieder nächste Sonntag. Sie sind in Luton.